Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movielusion, der Podcast. Heute haben wir wieder einen Gast dabei und zwar begrüßen wir heute den Grimme-Preis jagenden Podcast-UFO-Podcastenden, als Raketenbohnen zockenden, verflixte Klicks, Kronen aufholenden, Neo-Magazin Royal zu Glanz führenden, Hufflepuff-Schal, Zecken- und Körbchengröße 85b tragenden, in gute Arbeit Originals gute Arbeit leistenden, Rechtshänder und bayerischen Staatsbürgerschaftsbesitzenden Florentin Will. Hallo. Hallo, guten Tag, freut mich. Vielen Dank für die doch ungewohnt knappe Einführung, aber ich nehme das mal so an. Vielen Dank. Okay, kein Problem. Mit dabei der Kani. Hi Kani. Hi. Und wie immer, wenn wir einen Gast dabei haben, hat sich der Gast auch entsprechend den Film aussuchen dürfen, über den wir heute sprechen. Aber Florentin, bevor es jetzt um den Film geht, vielleicht kannst du noch ganz kurz was für die armen Menschen sagen, die dich noch nicht kennen, woher sie dich kennen könnten oder wo sie was über dich sehen können. Hauptsächlich bin ich bei Rocket Beans TV zu sehen. Ab und zu habe da auch hier und da ein bisschen was mit dem Thema Film zu tun. Bei Filmfights zum Beispiel bin ich da immer mit dabei, wo wir sozusagen in einer Art Debattierclub immer versuchen, gewisse Fragen zu beantworten und Punkte zu erreichen, wer am besten argumentiert hat. Ansonsten bin ich auch noch Podcaster, mache das Podcast UFO und ansonsten streame ich auch hier und da und also bin auch manchmal im Fernsehen zu sehen. Beim Neo-Magazin hat man mich vielleicht ab und zu gesehen. Ansonsten bin ich hier und da unterwegs und freue mich auf die Folge. Vielen Dank für die Einladung und bin gespannt, was wir hier zusammentragen können für diesen Film. Ja, wir haben uns gedacht, wenn wir dich einladen, dann hast du wahrscheinlich noch die besten Chancen, uns zu verstehen, auch wenn wir heute uns stark anstrengen und Hochdeutsch reden, weil du kommst ja ursprünglich auch aus Bayern. Genau. Hast du da dann eine Zeit lang den bayerischen Dialekt auch gelebt? Ich glaube, so in meiner Kindheit, also ich habe tatsächlich, heute mache ich Podcasts, ich habe schon mal in meiner Kindheit früh angefangen, gewisse Radioshows zu machen, indem ich alte Benjamin Blümchen-Kassetten überspielt habe und da meine eigenen Radiosendungen drauf gespielt habe. Ein paar von denen habe ich noch und das ist ganz interessant, sich die anzuhören, weil ich da tatsächlich als Kind noch einen starken bayerischen Einschlag habe, den ich dann aber mir irgendwann ausgetrieben hat. Ich glaube so ein bisschen auch als Rebellion gegen meine Mutter, die auch auch aus Bayern kommt, auch immer bayerisch gesprochen hat, sogar Geschichten in bayerischer Mundart schreibt und da immer sehr aktiv war und ich vielleicht aus einer gewissen Form von Rebellion hinaus habe ich dann komplett mir alles ausgebrannt und habe dann zwar noch eine Zeit lang in München studiert und bin dann irgendwann umgezogen und habe dann Stück für Stück immer wieder alle Reste noch ausgebrannt. Also das hat dann noch Jahre gedauert, bis das Chemie dann irgendwann verschwunden ist, aber das ging dann immer besser. Und aber in gewisser Weise bin ich damit auch aufgewachsen und auch meine Familie und so. Also ich glaube, ich sollte euch da ganz gut verstehen können. Okay. Ist es bei dir dann jetzt Chemie oder Chemie? Chemie. Okay, gut. Also CH, ja. Sehr gut. Immer noch ein bisschen ungewohnt, ich muss mich immer noch konzentrieren. Vergesst den Rest des Satzes dafür, aber das kriege ich einigermaßen in die Lippen. Okay. Bei mir war es andersrum. Also meine Mutter hat irgendwie gewollt, dass ich unbedingt als Kind Hochdeutsch rede. Sehr, sehr zum Leidtragen meiner Schulzeit, weil wenn man in Niederbayern auf einer Realschule ist dann und dann Hochdeutsch spricht, kann es schon passieren, dass man dafür verprügelt wird. Okay. Ja, willkommen im Club, bei mir war es auch so. Kommen wir eigentlich aus Oberbayern, aber meine Mom, die hat auch fast nur Hochdeutsch und ich habe das auch gehabt, bis dann in die Realschule gekommen bin, auf einmal höre ich Menschen, die ganz komische Geräusche von sich geben und merke, hey, das ist ja niederbayerischer Dialekt, so kann man auch reden, ist ja voll geil. Dann hab ich mir das angeeignet, dass ich auch niederbayerisch rede und hab mir das daheim dann einmal anhören dürfen, warum ich rede wie ein Bauer. Ich hab dann daheim halt die Schläge gekriegt, nicht in der Schule. Gut, dass du jetzt mittlerweile ganz anders sprichst. Ja, bin auch sehr froh. Gut, dann würde ich vorschlagen, reden wir doch mal über den Film. Florentin, welchen Film hast du denn mitgebracht?
Ich habe mir Promising Young Woman ausgesucht. Ihr habt mich angefragt, direkt nachdem ich den Film gesehen habe, und ich hatte sofort Lust, darüber zu sprechen. Wir konnten dann nicht direkt aufnehmen, aber ich hatte auf jeden Fall Redebedarf zu diesem Film, der mich komplett umgehauen hat. Ist ab jetzt der beste Film des Jahres. Davor war es The Kid Detective, aber jetzt ist es Promising Young Woman. Und unglaublich interessanter Film auf jeden Fall, kann man schon mal so sagen. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt, aber ich bringe mit Promising Young Woman von Emerald Fennell. Und ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Also wir waren auch beide sehr positiv angetan. Ich muss gestehen, allein von den Bildern hat es nicht darauf hingedeutet, dass es eigentlich ein Thriller ist. Also wir haben gedacht, okay, es ist eine Frauenkomödie, warum wollen wir darüber reden? Aber gut. Aber wir waren auch beide positiv überrascht, als wir dann den Film gesehen haben. Vor allem, ich glaube, in der Zwischenzeit sind dann auch die 1000 Ankündigungen gekommen, dass er ja für 5 Oscars nominiert worden ist. Unter anderem für den besten Film. Und da gehört er auch auf jeden Fall hin. Also normalerweise ist es so, wenn wir einen Gast in der Folge haben, der den Film mitbringt, hat er auch die Ehre, die Handlung kurz zu umschreiben. Ja, also es geht um eine junge Frau, gespielt von Carey Mulligan, die in ihrer College- oder Highschool-Zeit die beste Freundin war von einer jungen Frau, die damals vergewaltigt wurde und sich kurz darauf umgebracht hat. Und das hat das Leben von der Figur, die Carey Mulligan spielt, komplett über den Haufen geworfen. Sie hat ihr Studium danach abgebrochen und konnte anders als alle anderen um sie herum nicht über dieses Ereignis hinweg. Alle konnten irgendwie darüber hinwegsehen, und das ist auch ein Thema, das wir im Film immer und immer wieder begegnen, dieses Move on, you gotta move on. Also alle haben es geschafft, über diese Vergewaltigung und anschließenden Selbstmord ihrer Freundin da hinwegzukommen, und sie kann das eben nicht. Sie arbeitet jetzt eben in so einem kleinen Café, hat ihr Studium abgebrochen und hat es sich sozusagen zur Aufgabe gemacht, diese Tat zu rächen. Einerseits, indem sie sich selber als Lockvogel präsentiert. Sie geht in eine Bar, spielt, als wäre sie betrunken, ganz alleine, und lässt sich dann von irgendwelchen schmierigen Typen abschleppen, die dann ihre Betrunkenheit ausnutzen wollen, um mit ihr zu schlafen. Und sie sagt dann auch immer nein, dass sie das nicht will. Und sozusagen kurz bevor es dann zur Vergewaltigung kommt, enthüllt sie, dass sie die Betrunkenheit nur gespielt hat, und es kommt da zu vielen sehr intensiven Szenen, wo sie dann die Männer damit konfrontiert, dass sie ja gerade eigentlich eine betrunkene Frau vergewaltigen wollten. Und sie macht das wirklich so ein bisschen Kill Bill-esque. Sie führt da so eine Strichliste. Am Anfang des Films denkt man, okay, bringt sie die alle um oder was macht sie mit denen? Aber es wird dann gezeigt, nein, sie konfrontiert sie sozusagen nur mit ihrer Tat. Und das interessante Punkt ist, dass eben dieses Moving on in gewisser Weise den ganzen Film über eine falsche Dramaturgie aufbaut. Man denkt immer so ein bisschen, okay, ist das denn alles so in Ordnung, was sie da macht? Muss sie nicht wirklich weiter? Hält sie ihr eigenes Leben nicht selber zurück, dadurch, dass sie das sozusagen nicht loslassen kann? Und das wird dann auch sozusagen repräsentiert von einer weiteren Figur von Bo Burnham. Kennt man vielleicht als Stand-up-Comedian, auch viele lustige Songs gemacht, und auch der Regisseur von Eighth Grade. Und der kommt dann eben auf sie zu, und die beiden freunden sich an und werden ein Paar und daten. Und es scheint so ein bisschen das ihr Ausweg zu sein aus dieser ganzen Situation, und kann sie nicht vielleicht doch über die ganze Sache hinwegkommen, und können sie nicht zusammenkommen und sozusagen neu starten. Und es nimmt dann so eine ganz andere Richtung, in gewissen fast schon Romantic Comedy, wie die beiden zusammenkommen und sehr klischeehafte Montageszenen miteinander verbringen, wie sie sich anfreuen und alles super ist. Und der Film suggeriert so ein bisschen, ja, das ist jetzt der Moment, wo sie endlich moving on weitergehen kann. Und dann kommt natürlich der große Twist. Ich weiß nicht, wie ihr es in eurem Format mit Spoilern habt, was da die Politik ist. Also wir hauen jetzt einfach kurze Spoilerwarnung. Wer nicht hören will, wie es ausgeht oder was der Twist ist, schaltet jetzt bitte aus. Und schon können wir spoilern, wie wir wollen. Und da stellt sich eben raus, dass diese Bo Burnham-Figur, die jetzt ihr nochmal so einen neuen Lebensweg ermöglicht, bei dieser Vergewaltigung mit anwesend war. Das Ganze wurde gefilmt, und er war eben Teil davon und stand da eben daneben und hat gelacht und fand das alles lustig, wie da in diesem quasi Jugendstreich in Anführungszeichen sie da vergewaltigt wurde. Und das wirft jetzt nochmal den kompletten Film um. Und dieser mögliche Ausweg für ihre Figur ist sozusagen verbaut. Sie ist wieder zurückgeworfen in diese Tat, die sie nicht loslässt. Und sie plant jetzt eben eine Racheaktion gegen den damaligen Täter.
der eben kurz davor steht zu heiraten, und es gibt dann eben diesen Junggesellenabend, an dem sozusagen vor der Hochzeit nochmal gefeiert werden soll, und sie tritt da eben auf als Lapdance, als Striptease-Tänzerin, die komischerweise niemand geordert hat, aber sie will dann eben den Täter damit konfrontieren, was er damals gemacht hat und dass er ihr ganzes Leben ruiniert hat und das noch von vielen mehr. Und letzten Endes geht das Ganze dann aber schief, und er bringt sie dann tatsächlich um, und es nimmt ein sehr, sehr düsteres Ende in einer unglaublich intensiven Szene, und der Film endet damit, dass sie letzten Endes dann doch noch, bevor sie dorthin gegangen ist, die Polizei informiert hat und viele Brotkrumen gestreut hat, sodass es ein halbes Happy End gibt. Allerdings ist sie die absolut tragische Figur dieser ganzen Geschichte, die sozusagen dann auch noch daran gestorben ist, an dieser ganzen dramatischen Geschichte, und letzten Endes ihre Rache nur so halb bekommt. Und also mir hat der Film unglaublich gut gefallen. Er spricht dieses ganze Thema Vergewaltigung und was man so ein bisschen unter Rape Culture versteht, also diese gesamte Kultur rumherum, also dass dem Opfer erstmal nicht so ganz geglaubt wird. Das Ganze wird so als Highschool-Streich abgetan, diese ganzen klischeehaften Aussagen, die man immer wieder hört rund um diese Geschichte mit diesen, naja, sie war ja auch als Schlampe bekannt und so, und sie zieht sich ja auch so an, dann soll sie sich nicht wundern. Also all diese Sätze tun so unendlich weh in diesem Film, und man weiß auch am Anfang des Films gar nicht, wohin der Film will, was jetzt sozusagen das Ziel ist. Ja, also ich habe ja schon es ist so ein bisschen so eine Antäuschung, dass man sagt, naja, wann schafft sie es endlich drüber wegzukommen? Alle anderen kommen ja auch drüber weg. Und ich finde, der Film macht es wahnsinnig gut, diese Situation aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven zu beleuchten und eben in jeder erdenklichen Situation nochmal dem Zuschauer einzuhämmern, wie furchtbar diese Situation eigentlich ist. Also sie geht dann zum Beispiel zur Dekanin der Universität und sagt dann, können Sie sich noch erinnern, damals, als es passiert ist mit diesem Vergewaltigungsfall von dieser Nina, und dann sagt diese Dekanin so ganz nonchalant, naja, was soll ich denn machen? Solche Fälle kriege ich 2-mal die Woche hier berichtet. Soll ich die jetzt alle von der Schule schmeißen? Und man denkt sich nur, bitte, das wird so nebenbei gesagt, das, worum der gesamte Film sich dreht, dieses ganze Martyrium, durch das diese Frauen gehen, die eine bringt sich um, die andere wird am Ende umgebracht, ist verfressen von Rache, das ganze Leben ist zerstört. Das passiert halt 2-mal die Woche, aber was soll man dagegen machen? Also das ist ganz, ganz toll, dass diese ganzen Momente und Themen, die man irgendwo kennt, vielleicht auch mal in diese ganzen Diskussionen gehört hat, hier unglaublich präsent einem ins Gesicht geschlagen werden. Und es hat einen enormen Effekt, weil einerseits der Film es natürlich deutlich macht, aber wie gesagt, dadurch, dass der Ton des Films immer sehr unklar ist und man nicht genau weiß, in welche Richtung es geht, hat es nie diesen Moralkeulen-Effekt, ich erzähle euch jetzt mal, wie furchtbar Vergewaltigung ist, sondern er spielt ganz clever mit den Erwartungshaltungen und mit der klassischen Dramaturgie, die solche Filme durchlaufen, sodass man eigentlich da immer wieder auf dem falschen Fuß ertappt wird und immer wieder auch mit dem Messer ins Messer läuft, dieses Films. Und der Film spielt unglaublich gut mit dem Zuschauer, und es ist eine große Freude. Es ist streckenweise sehr lustig, sehr traurig, aber so niederschmetternd über den gesamten Film hinweg, dass er wirklich einen enormen Effekt auf mich hatte und ich auch immer wieder dran denke und mir der sehr, sehr gut gefallen hat. Vor allem ist es jetzt nicht irgendwie ein Film, der einfach nur zeigen soll, dass Männer scheiße sind, sondern dass praktisch also sowohl Mann als auch Frau ignoriert dieses Thema einfach. Du hast es ja schon gesagt, die eine Dame ist ja eine Dekanin, die dann sagt, naja, es passiert halt 2-mal die Woche. Dann, ich glaube, eine ehemalige Freundin von ihr sagt es ja auch dann mehr so, ja, ignorant, und gibt ihr dann auch das Handy, wo dann einfach ein Video da von dieser Tat auch noch mit drauf ist, wo ich mir denke, okay, wieso hat man sowas dann auch nur als Frau und verschenkt es dann? Also, oder was heißt verschenkt? Gut, sie hat sich ja dann in dem Moment auch von ihr verabschiedet und sagt dann auch, sie will von ihr nie wieder was hören. Aber man merkt halt, okay, es geht jetzt nicht nur gegen Männer, oder es soll nicht darum gehen, dass es jetzt gegen Männer geht, sondern es geht einfach wirklich um dieses Thema, dass Vergewaltigung an der Stelle verherrlicht wird. Genau, einfach kein Fingerdeut auf eine gewisse Gruppe, die irgendwas falsch macht, sondern mir hat das auch in dem Film ziemlich gut gefallen, dass er einfach die komplette Gesellschaft abwatscht in dem Fall. Weil das wäre wahrscheinlich wieder ein großer, da würde ich schon wieder die breite, wie heißt das schön, die weißen Männer mittleren Alters würde ich da schon wieder schreien hören. Der Film ist ja nur gegen Männer, und das finde ich ist auch ganz geschickt gemacht bei dem Film. Am Anfang deutet es so darauf hin, als wäre es so femme fatale, eine Frau auf dem Rachefeldzug gegen Männer. Aber schon langsam kristallisiert sie immer mehr raus, dass es eigentlich Rachefeldzug auch gegen die ganze Gesellschaft in dem Fall ist, die sowas einfach nur
belächelt und die Damen da eben nicht ernst nimmt. Ich finde auch dann am Ende, wenn sie den Monroe zur Rede stellt, seine Aussage noch ganz toll, wie er sie versucht zu rechtfertigen, ob sie eigentlich weiß, was das mit einem Mann macht, wenn er da beschuldigt wird. Und sich dann auch noch versucht, selber in die Opferrolle da zu drücken, der Mistsack. Ja, absolut. Und das ist aber, also wie schon gesagt, du sprichst auch diese Freundin von ihr an, die Madison, die dann konfrontiert wird und dann sagt, die hat ihr damals nicht geglaubt. Also das war so ein bisschen dieser Plotpunkt. Sie hat ihr damals ihrer Freundin, die vergewaltigt wurde, nicht geglaubt. Und so ein Punkt, den sie dann auch anwendet und wo der Film dann auch ganz clever die Sympathien so ein bisschen verwischt, dann sorgt sie, die Hauptfigur, nämlich dafür, dass ihre Freundin von damals mehr oder weniger vergewaltigt wurde. Oder sie macht sie dann betrunken und lässt sie dann von einem Freund oder jemandem, der angeworben wurde, dann sozusagen in eine ähnliche Situation bringen. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, wo man dann sagen kann, inwiefern ist das dann gerechtfertigt, weil der Film spielt auch so ein bisschen damit, dass niemand das ernst nimmt, bis es ihnen selbst passiert. Mhm. Also das haben wir ein paar Mal im Film. Da ist einmal natürlich durch diesen Madison-Charakter von Alison Brie gespielt, die erstmal auch sagt, na ja, das war halt damals, und auch sie wiederholt die Klischees und was da schon unerträglich ist und ja, sie hat sich angezogen und bla bla bla. Und dann gerät sie in eine ähnliche Situation und kippt dann komplett um und ist dann total auf ihrer Seite. Und auch bei der Dekanin, die wir schon angesprochen haben, die auch sagt, naja, was ist denn da hinten dran? Wo im Vorhinein Carey Mulligan die Tochter sozusagen quasi entführt oder fake entführt hat und die sie dann auch damit konfrontiert, so, die geht jetzt auf eine Party von älteren Männern und so und ist ja kein Problem, ist ja dieselbe Situation wie damals bei meiner Freundin, wo die Dekanin auch sofort umkippt und auch sofort sagt, ja, Moment. So, also das ist auch so ein Ding, also diese spürbare Frustration des Films, dass diese Figuren sich erst dann ernst genommen fühlen, wenn es zu spät ist. Und in dem Moment, in dem man was dagegen machen könnte und das Problem ansprechen könnte, sagen alle, ach, jetzt hab dich noch nicht so, you gotta move on und so. Und das ist dann schon schwierig, weil man in dem Film halt mal in die damit auf der anderen Seite sozusagen ist, in dieser Welt der Täter und Opfer, die dann sozusagen versuchen, ihre Gerechtigkeit zu finden, was natürlich ein Film kann in gewisser Weise, ohne dass man es selbst erlebt hat, diese Perspektive einzunehmen, was dadurch total stark wird, aber die Frustration ist enorm innerhalb dieses Films, wie ihr niemand wirklich helfen will, niemand glauben will. Man weiß auch nicht genau, was soll jetzt passieren. Also was ist jetzt wirklich, wäre eine gerechte Strafe? Soll man jetzt diesen Typen umbringen und die ganze Familie ist dann traurig und du ruinierst da das Leben und er wollte gerade heiraten und inwiefern ist es, was ist da die gerechte Strafe? Also er macht es dem Zuschauer nie leicht, jetzt zu wissen, das ist der Gute, das sind die Bösen, das muss man jetzt machen, das soll passieren, weil auch der Film die Cassandra heißt sie, die Hauptfigur, nicht immer als perfekt moralisch darstellt. Also ist jetzt niemand, der jetzt sozusagen immer auf der Seite des Rechts und der Moral ist, sondern man auch manchmal sagt, ist es jetzt nicht zu weit, ist es zu viel? Und man erwischt sich dann dabei, selber zu sagen, na ja, ist es jetzt wirklich so schlimm? Muss das jetzt die Strafe sein? Und das ist total clever gemacht, weil der Film dir die Antworten nicht gibt, sondern dazu führt, dass du selber mit dir ringen musst und diese Antworten irgendwie finden musst. Und macht er auf jeden Fall ganz, ganz klasse. Ja. Auch dieser Punkt, dass man am Anfang noch gar nicht weiß, okay, auf was ist ihr Ziel, wo will sie hin? Du hast es ja ganz richtig gesagt, man weiß noch nicht so richtig, bringt sie dann die Männer noch um? Weil man am Anfang gleich in der Eröffnungsszene dann sieht, wie sie eine Straße entlang geht und gerade irgendwas isst, was anscheinend furchtbar viel Soße hat, das dann ihr auch sogar den Arm runterrinnt, wo man im ersten Moment meint, okay, ist es vielleicht Blut? Und da halt auch noch nicht so richtig weiß, okay, was ist denn eigentlich ihr Ziel mit diesen Aktionen, die ich übrigens wahnsinnig gruselig finde. Also diese so, jetzt bin ich von den einen Moment auf den anderen wieder nüchtern und zeige ihm das. Ja. Also gut, da hat wahrscheinlich auch die Musik ein bisschen mitgespielt, aber den Schock von den Männern, das war schon nachvollziehbar. Ja. Und es ist ja auch, ich finde auch die Männer super besetzt. Also wir haben da ja Adam Brody, Christopher Mintz-Plasse, also teilweise auch Leute, die man aus der Comedy kennt und die ja alle diesen Nice-Guy-Charakter spielen. Das sind jetzt keine Vergewaltiger-Rüpel, die da irgendwie die Frau über die Schulter werfen und mitzerren, sondern die sind ja sehr charmant und nett und sag ich mal, wenn die Frau nicht betrunken wäre, wäre das ja alles auch flirty in Ordnung so, aber die bewegen sich immer so kurz über den Punkt, dass man sagt, nein, der wird das doch jetzt nicht machen, also so schätze ich den nicht ein, das macht er nicht. Gerade dieser Adam Brody ganz am Anfang, der dann sozusagen sich noch für sie einsetzt und sagt, okay, ich bringe sie nach Hause, sie ist betrunken, nicht, dass ihr was zustößt,
bei anderen Leuten nicht, dass ihr was zuschüsst, ich kümmere mich jetzt um sie, und wo man sich denkt, okay, gut, er ist zum Glück einer von den Guten, aber nee, er übertritt dann diese Grenze dann doch. Und das ist so fies, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, man verliert da so ein bisschen die Einschätzung, weil es ist ja wahrscheinlich auch die Erfahrung, die viele von den Opfern machen, dass es Leute sind, von denen man es nicht erwartet hätte, die total charmant sind und so wirken, aber dann halt dann doch den Schritt zu weit gehen, wenn sich die Situation bietet. Also das ist ganz, ganz schwierig mit anzuschauen, teilweise unerträglich. Absolut, ja. Also wir haben uns auch wir haben uns den ja miteinander angeschaut. Der Corby und ich, wir sind da auch da gesessen, und man hat, wenn er sie da versucht zu küssen und sie überhaupt nichts erwidert und er knutscht da auf ihren nicht erwidernden Mund rum, da sitzt da und schaust dir an und denkst, was gibt's denn eigentlich für Menschen? Wer macht denn sowas? Warum hört der nicht auf? Das ist doch sogar für ihn alleine irgendwie erniedrigend, wenn er da was versucht zu starten und sie es nicht erwidert. Und da stellst du schon oft die Frage, was geht in solchen Leuten vor? Hat man es wirklich so nötig, dass man das so ausnutzen muss? Widerlich. Ja, wirklich. Ja, und natürlich die Krönung dieser Art von Figur, dieser Nice Guy, ist natürlich dann Bo Burnham, der also ein bisschen als Antikonzept auftritt. Ja, also wir sehen ja am Anfang des Films diese ganzen Nice Guy Männer, die dann irgendwie aber anderes wollen, und Bo Burnham ist dann so ein bisschen, jetzt trifft sie endlich mal einen Mann, der sie gut behandelt. Also das ist sehr, sehr charmant geschrieben. Bo Burnham natürlich auch als Comedian und auch selber als Regisseur kann das wahnsinnig gut darstellen. Dieser bisschen flapsige, lustige, charmante Typ und die wirklich herzerwärmende Szenen dann auch zusammenführen. Und man merkt auch, also auch da ist der Film so clever, weil der Film ja da sozusagen das ganze Setup liefert. So, ja, du hast diese Coming-of-Age-Anfangssituation, Cassandra wohnt auch bei ihren Eltern und man denkt sich so, naja, die muss da schon irgendwie raus. Also das ist klar, dass die Geschichte muss irgendwie dazu führen, dass die da rausgeht, dass sie hängt ja immer in der Vergangenheit und kann sich nicht weiterentwickeln und kann vielleicht irgendwann ihr Studium wieder aufnehmen und Ärztin werden und so. Und dann kommt dieser Bo Burnham-Charakter, der auch ein ehemaliger Kommilitone von ihr ist, und dann denkt man, okay, jetzt endlich hat sie es gefunden. Und auch da dramaturgisch total clever, hat sie erstmal Hemmungen, mit ihm nach Hause zu gehen. Man versteht das total, weil sie so viele schlechte Erfahrungen gemacht hat, aber er respektiert das. Er ist der tatsächliche Nice Guy mal. Und dann trifft es natürlich umso härter ins Gesicht, nach all diesen schönen Momenten, nach dieser schönen Romantic-Comedy-Szene, dass er Teil dieser damaligen Gruppe war. Und es ist super schwer zu ertragen, weil man auch nicht genau weiß, was soll jetzt passieren? Hört das jetzt wirklich alles auf? Macht der Film jetzt doch so das sind Jugendsünden und der Mensch hat sich gebessert, Turn? Oder wo geht das jetzt hin? Also das sind wirklich super schwere Fragen, wo du aus jeder normalen Dramaturgie-Erwartung gerissen wirst und dir wirklich denkst, nein, das kann doch jetzt nicht sein. Ich dachte, ich habe den Film verstanden. Und jetzt ist der auch einer von denen. Und also mich hat das total getroffen. Andere haben den Twist vielleicht mehr erwartet, aber ich fand das total hart. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie geht's jetzt weiter? Was macht man dann? Ja. Also gibt es eine Chance von Gnade? Gibt es eine Chance von Reue, von Wiedergutmachen? Kann man, ich meine, kann man natürlich auch, ich will das gar nicht verteidigen, aber das sind natürlich irgendwie Jugendsünden und die waren alle betrunken und irgendwie lustige Gruppenzwangssituationen und so, alles nicht zu verzeihen, aber man stellt ja schon die Frage, ist der Mensch dann wirklich den Rest seines Lebens, wenn er dabei stand und gelacht hat, schrecklich? Wie weit geht sie dann tatsächlich? Wie schlimm ist das dann alles? Und aber der Film ist dann auch konsequent und sagt dann auch, nein, das geht dann halt doch nicht so. Das gibt keine Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Und dann trennen sich die beiden mehr oder weniger oder brechen miteinander. Was dann auch schwer zu ertragen ist, aber man weiß dann wirklich gar nicht, in welche Richtung man fühlen soll in dem Moment. Aber es ist echt hart. Und vor allem auch in der Situation dann, was macht sie als nächstes? Also ich bin felsenfest davon ausgegangen, die bringt den, wie heißt der, Monroe, oder? Monroe, ja. Die bringt den um. Die Frage ist jetzt auch, wäre das ihr Ziel gewesen? Oder hat sie von Anfang an gewusst, okay, die Situation wird sich so drehen, dass er sie umbringt? Ich glaube, sie wollte ihm den Namen der Nina reinritzen, oder? Mhm. Ja, weil sie sagt ihm doch dann so, dass Nina nicht mehr sie selbst war und auch nicht mehr ihren eigenen Namen gehört hat. Sie hat nur noch sein gehört und überall war er für sie, bis sie es nicht mehr ertragen hat, und darum sollte auch ihr Name für ihn immer sichtbar sein. Irgendwie so sagt sie ihm doch das und richtet dann so Werkzeug her. Ich habe das irgendwie so verstanden, gut, im Originalton alles verstehe ich auch nicht immer, aber ich habe das so verstanden, dass sie jetzt vorhat, die Namen Nina ihm irgendwie einzuritzen.
Ja, so in der Richtung habe ich es auch verstanden, aber es spricht natürlich schon Bände auch, dass sie das so im Vorhinein geplant hat, was passiert, wenn ich jetzt sterbe. Also sie war sich da schon bewusst, wie ernst die Situation ist und ist aber wirklich auch eine der intensivsten Mordszenen, die ich je gesehen habe, wie er sie dann erstickt mit dem Kissen, was realistischerweise unendlich lange dauert. Brutal. Ja. Und unglaublich schwer. Du denkst dir, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann aber auch natürlich diese, wie dann sein bester Freund dann auch die einfach gnadenlos zu ihm hält. Also das ist dann wirklich so diese, ja, positiv gesagt Männerfreundschaften, die aus deren Perspektive natürlich total wertvoll sind, aber man denkt sich schon so, die sind einfach gnadenlos skrupellos. Ja. Also die würden zusammen, es ist egal, was der andere macht. Er hat schon jemanden vergewaltigt und jetzt hat er jemanden umgebracht in der Situation. Die gehen halt wirklich durch dick und dünn und das sind natürlich auch schon so Punkte, der in seinem Freundeskreis ist mehr oder weniger unangreifbar. So, der ist immun, der hat da wirklich einflussreiche Leute, die ihm da helfen und so und das ist wirklich schwer zu ertragen, wie wenig man da machen kann irgendwie, wie mächtig die sind und ja, also das stellt so ganz viele Fragen auch aus dieser Männlichkeit und dieser ganzen Sphäre der Männerfreundschaft, die ja oft positiv gezeichnet wird, aber hier irgendwie auch gnadenlos umgedreht wird zu einem, der wird nie dafür irgendeine Form von Kritik bekommen, was da passiert ist und auch was damals passiert ist. Die Loyalität zwischen diesen Männern ist einfach so viel wichtiger als diese Frau und das schwingt ja auch immer mit, so diese gewisse Frauenverachtung durch die ganze durch die ganzen Film und wie Frauen da auch so ein bisschen als Eigentum von Männern dargestellt werden. Es gibt da zum Beispiel eine Szene, wo sie dann auch mal einen dieser Typen abschleppt, da sich als Lockvogel macht und dann trifft sie auf Bo Burnham und dann muss sie das erklären und dann sagt sie, nee, ich habe jetzt doch keine Lust. Und das ist auch so eine Szene, die haben ja auch schon viele Frauen erzählt, dass ihnen das oft passiert, dass wenn sie irgendwie nicht angeflirtet werden sollen und sagen so, nee, ich habe keine Lust, ich habe keine Zeit, lass mich in Ruhe. Erst wenn sie sagen, ich habe einen Freund, dann lässt der Mann ab und sagt, okay, sorry, nee, kein Problem. Also erst das Einzige, was den Mann davon abhalten kann, die Frau anzumachen, ist, er ist schon Eigentum einer anderen Frau. Er respektiert die Frau nur als Eigentum eines anderen Mannes. Dann sagt er, okay, gut, dann lasse ich dich ab. Kein Problem, sorry, wusste ich nicht, dass du schon einen Freund hast. Aber egal, wie sehr die Frau sich davor wehrt und sagt, nein, ich will nicht, lass mich in Ruhe, alles egal, bis dieser eine Satz kommt. Und das habe ich schon so oft gehört von Frauen, dass man damit immer jemanden den Mann abwehren kann und das eigentlich eine Ungeheuerlichkeit ist, dass das Wichtigste ist, was für diesen flirtenden Mann zählt, ist sie schon vergeben, ist sie schon Eigentum eines anderen Mannes und das wird auch so ganz nebenbei einmal gesagt, was aber wahrscheinlich bei vielen Zuschauern und vor allem Zuschauerinnen, glaube ich, eine enorme Resonanz auslöst, solche kleinen Sätze, die man vielleicht schon mal erlebt hat und das wirft da wirklich ganz, ganz böses Licht auf diese ganze Szene und dieses Verhältnis der Geschlechter in dem Kontext. Das stimmt. Ich wollte noch mal kurz zurück auf die Todesszene, die du vorhin gesagt hast, weil du sagst, das ist ja so unerträglich lang realistisch. Da hat die Emerald, ihr Schwiegervater ist anscheinend Polizist und sie hat gefragt, wie lange es dauert, dass man jemanden erstickt und er hat ja gesagt 2,5 Minuten und die Todesszene dauert auch genau 2,5 Minuten. Wow. Sehr gut. Also das ist, weil ich hab den auch nochmal angeschaut vor der Aufnahme, jetzt noch ein zweites Mal und mir ist es beim ersten Mal schon so unerträglich vorgekommen. Ich dachte, aber Gott, hör doch endlich auf, ich will das nicht mehr sehen, wie die da zuckt. Und so Erstickungstode sind für mich sowieso immer so ein Dorn im Auge, das kann ich überhaupt nicht sehen. Und hab dann auch nochmal hab dann selber mal auf die Uhr geschaut und dann nochmal, als ich ein bisschen über den Film gelesen habe ich das gesehen, dass dass das anscheinend komplett akkurat ist, wie ein echter Erstickungstod abläuft. Cool. Ja. Interessantes Detail, ja. Ja, macht den Film noch gruseliger. Bei der Szene, die du angesprochen hast, Florentin, da war es doch auch so, da war sie ja schon mit dem Ryan zusammen. Also, wie kannst du es dir erklären, dass sie dann da trotzdem nochmal versucht, jemanden, hinters Licht zu führen mit ihrer, Betrunkenheitsaktion? Naja, ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Konflikt, der sich da auftut. Schafft sie es, darüber hinwegzugehen, kann sie Moving On machen oder eben nicht. Und das ist eben so der Übergang, wo der Film gerade diesen Konflikt diskutiert. Bleibt sie noch bei ihrem alten Weg, diese Racheaktion, oder kann sie das, also aus der konstruierten dramaturgischen Hoffnungsposition, in die der Zuschauer reingestoßen wird,
kann sie hoffentlich endlich mit diesem Rachekram aufhören und sich auf ihren neuen Mann konzentrieren, mit dem jetzt alles gut wird. Und da wird eben nochmal dieser Konflikt ausgespielt, dass sie ihn ja so ein bisschen zurückhält und zurückdrängt und erstmal, ja, wir treffen uns erstmal ein paar Tage nicht und sie trotzdem noch weiter macht in ihrer Rache, wo halt auch die Frage sich stellt, schafft sie diesen Schritt, diesen klassischen Coming-of-Age-Schritt, lässt sie ihre Vergangenheit hinter sich oder nicht? Und da wird halt der Konflikt auf die Spitze getrieben, die beiden Elemente, altes Leben, neues Leben, treffen aufeinander. Wie rechtfertigt sie das jetzt, dass sie das noch macht vor dem neuen Mann, vor Bo Burnham? Und da kommt es ja dann auch tatsächlich dazu, dass sie dann letzten Endes ihr Buch, in dem sie die Strichliste führt, wegwirft und man denkt als Zuschauer, jetzt endlich hat sie den Schritt gemacht, konzentriert sich voll und ganz auf die neue Beziehung und ist jetzt sozusagen, hat jetzt den Schritt gemacht, den die Geschichte von ihr will, bevor dann der Twist kommt. Ja. Unglaublich cool gemacht, auch der Twist, wie du schon erzählt hast. Also da habe ich beim zweiten Mal schon auch wieder extreme Gänsehaut bekommen, wenn sie das Video anschaut und man denkt sich, das ist eh schon so krass, das Video. Und auf einmal hört man nur die Stimme vom Ryan. Und dann der kurze Score noch dazu, da bin ich da gesessen, da war ich auch komplett geflasht in dem Moment, aber ich dachte, wow, das ist jetzt nicht euer Ernst, es geht jetzt eigentlich in so eine schöne, angenehme Richtung, bei der man zwar nicht gewusst hat, wie es eigentlich dann in Anführungszeichen spannend zu Ende gehen sollte, aber es wird jetzt vielleicht positiv für sie zu Ende gehen. Und dann kriegst du nochmal so einen Tritt in die Fresse und das nur durch die Stimme, die man da hört in dem Moment. Da war er fix und fertig in dem Moment. Ja, wir waren uns ja dann auch nicht gleich einig, ob es wirklich er war oder nicht. Und dann dachte das ist ja nie, der ist doch Kinderarzt. Aber eben wieder die Frage, sie waren damals auf der Highschool, die waren junge Typen, machen eine Party, da liegt eine besoffen rum. Dann stellt sich ihm wieder die Frage, ist er deswegen jetzt ein schlechter Mensch, weil er damals gefilmt hat und gelacht hat, oder hat er sich doch geändert? Also das finde ich auch bei dem Film, stellt man sich die Frage permanent, auch wenn man eben dann die Kerle, die sie abschleppt, sind sie selber betrunken? Der Christopher Mintz-Plasse, der kokst sich die Nase zu ohne Ende, ist er überhaupt zurechnungsfähig? Sind es Gründe, mit denen man das rechtfertigt? Natürlich nicht. Aber sind sie deswegen durch einen Ausrutscher schlechte Personen? Also der Film wirft die ganze Zeit wirklich in so eine Moralfrage. Und das macht er fast pausenlos. Das ist echt richtig geil geschrieben. Mhm. Und auch richtig geil inszeniert. Vor allem vom Soundtrack her. Ich fand die musikalische Unterlegung ganz stark. Die möchte ich mal kurz ansprechen. Also jetzt bin ich kein großer Britney Spears Fan. Meine Freunde werden mir jetzt eine Lüge schimpfen, weil sobald man 3 Bier hat und es läuft Lucky, gröle das natürlich mit. Aber dann am Ende beim Finale, als sie da in ihrem Kostüm zu dem Junggesellenabschied geht und dann diese Version von Toxic läuft, die ist ja unglaublich geil und das passt so unglaublich gut zusammen. Weltklasse. Ja, aber eben auch diese Töne, wenn sie dann umschwingt und dann so, jetzt zeige ich Ihnen, dass ich nüchtern bin. Mhm. Wahnsinn. Also wirklich Gänsehaut. Der arbeitet sehr gut mit Score. Also der Score von dem Film, der ist sehr geil und der bringt so die einzelnen Szenen, der bringt denen nochmal so viel Emotion und so viel Kraft dazu, dass ich echt jedes Mal wieder da gesessen bin und Gänsehaut gekriegt habe. Ja, und völlig zu Recht ist er ja auch bei diversen Awards als bester Film entweder nominiert oder bereits schon ausgezeichnet worden. Mhm. Die Oscars stehen ja, glaube ich, Ende des Monats an. Ja. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, welche Filme sonst noch nominiert sind, aber eigentlich der muss es werden als bester Film. Oder was sagt ihr? Ich weiß es nicht, ich habe die Nominierten nicht auf dem Schirm. Ich beschäftige mich da immer erst so kurz, bevor es tatsächlich stattfindet, damit. Aber ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen, aber die anderen Filme habe ich auch nicht, wahrscheinlich die meisten nicht gesehen. Von daher kann ich da nicht viel sagen. Ist ja auch im letzten Jahr ziemlich schwer gewesen, dass man da irgendwie auf dem Laufenden ist, was Filme angeht, die dann irgendwie Oscar nominiert werden. Ich habe da vor kurzem gelesen, dass wie heißen die Oscars ausrichten, habe jetzt den Namen nicht in den Kopf, wurscht, die haben auf alle Fälle eine Umfrage gemacht und genau, der Academy, die haben, ich glaube 85% der Befragten haben gesagt, sie haben keine Ahnung, was das für Filme sind, die sie da jetzt genannt kriegen, die für Oscars nominiert werden. Also dank Corona ist das sowieso ziemlich schwer zu sagen und ja, mir geht's da auch so, ich habe keine Ahnung, wer jetzt noch nominiert ist als bester Film, aber gönnen würde ich's dem Film auf alle Fälle. Und er hat ja noch Nominierungen für beste Hauptdarstellerin, die Carey Mulligan, finde ich auch sehr cool, weil die spielt das auch so, ich bin ständig bei ihr gewesen und sie hat mir auch ständig leid getan, finde ich auch sehr verdient die Nominierung. Und auch die Emerald Fennell hat ja jetzt, das ist ja ihr Langfilmdebüt und kriegt gleich mal die Nominierung für die beste Regie für ihr Langfilmdebüt, finde ich auch sehr stark. Und dann noch Nominierungen für bester Schnitt und Original-Screenplay. Und ich drücke auf alle Fälle alle Daumen, die ich habe.
Ja, und vor allem, je nachdem, wann jetzt die Folge veröffentlicht wird, werden die meisten von euch da sitzen. Also entweder er hat dann schon einen Oscar oder ist dann dadurch nochmal präsent gekommen. Der deutsche Kinostart ist ja jetzt schon 2- oder 3-mal verschoben worden und auch der 29. April ist jetzt zwar angesetzt, aber steht auch noch in den Sternen, ob das dann wirklich so sein kann, weil, wie wir auch in fast jeder Folge zurzeit debattieren, wir einfach nicht wissen, wann die Kinos wieder aufmachen. Eventuell wird er dann wie letztes Jahr, wie mit der Unsichtbare, dann auch auf Prime zum Kaufen veröffentlicht. Das wird ja nur für unsere Theorie der großen Streamingdienst-Verschwörung passen. Du meinst das Streaming-Kartell? Ja, genau. Die schuld sind, dass die Corona in die Welt gesetzt haben, damit die Kinos schließen und sie dadurch wachsen können. Ja. Also ich habe den Film schon vor Wochen im iTunes Store, dem amerikanischen iTunes Store gesehen. Also da kann man ihn auf jeden Fall finden. Ja, beim amerikanischen Amazon Prime ist es auch ansehbar, da haben es wir gesehen, aber das geht teilweise nur sehr, sehr schwierig über Umwege. Ja, und das war ja auch der Grund, warum wir ab und zu dann kurz diskutiert haben während dem Film. Er ist halt noch nicht auf Deutsch verfügbar, außer Florentin, du hast ihn auf Deutsch, wahrscheinlich auch nicht gesehen. Nee, im Original. Deswegen, vielleicht kann es natürlich sein, wir haben den komplett missverstanden. Und die Synchronisation bringt dann wieder Licht rein. Aber ich denke mal, sobald die Oscars waren, wird der Film bei uns irgendwie verfügbar werden. Ob er dann im Kino kommt, ich hoff's. Also ich würde mir auf jeden Fall auch noch mal im Kino angucken. Aber ansonsten vermute ich ganz stark, der wird dann bei irgendeinem Streamingdienst auftauchen. Schon. Mich würde jetzt noch interessieren, Florentin, weil wir ja die ganze Zeit davon reden, dieser Film drückt dich ständig in so eine Richtung Moralentscheidung, ist es richtig oder falsch? Wie findest du persönlich ihre Entscheidung am Schluss, dass sie sagt, nein, kein Vergessen und kein Verzeihen, sie führt ihn seiner Strafe zu? Stehst du dahinter oder hättest du dir was anderes gewünscht? Also ich kann mir da jetzt erstmal moralisch kein Urteil erlauben, in so einer Situation zu entscheiden, was da richtig falsch ist. Es ist absolut konsequent von der Figur, weil sie ja auch die einzige Figur ist, die eigentlich nicht Teil dieser Kultur ist, in der Hinsicht, dass sie sich nicht als Opfer akzeptiert. Also sie ist ja nicht die, mir geht's so schlecht, sondern sie nimmt ja durch ihren Racheweg sozusagen einen aktiven Part ein und will sich da eben nicht eingliedern, und sie ist eben die einzige, die sich weigert, zu den Move-on-Move zu machen. Ich finde, es ist auch es gibt dann eine Szene, wo sie so an der Straße entlang läuft und dann gibt es so einige Bauarbeiter, die sie so catcallen, also sie ihr zupfeifen und so. Und das ist ja, glaube ich, eine Situation, die wahrscheinlich viele Frauen kennen. Was die Figur Cassandra aber macht, ist, sie bleibt einfach stehen und schaut die Männer einfach an. Man macht nicht irgendeinen Spruch zurück oder was wahrscheinlich die meisten machen würden, irgendwie Blick nach unten und einfach weiterlaufen. Aber sie macht das eben nicht. Also ganz, ganz klar wird hier das Thema des Films dieses she doesn't move on. Sie geht eben nicht einfach vorbei am Problem. Sie geht einfach nicht vorbei. Sie bleibt einfach stehen. Sie bleibt stehen. Sie beschäftigt sich damit. Natürlich, das bedeutet für sie persönlicher Stillstand, aber sie konfrontiert dieses Problem einfach. Und die Männer interessanterweise wissen dann auch gar nicht, was sie machen sollen. Wenn sie jetzt so eine Frau catcallen und süßer und was, und dann bleibt die einfach stehen und guckt sie an, dann gibt es keinen Follow-up, weil sie plötzlich nicht mehr in dieses Opferschema fallen. Die brauchen ja, dass die Frau wegguckt und weiterläuft. So, die können damit ja gar nicht umgehen, wenn die jetzt tatsächlich zurückschaut oder irgendwas. So, deswegen finde ich, ist das eigentlich der Punkt, und das ist natürlich eine ganz, ganz schwarze Aussage des Films ist, wenn du nicht dich in dieses System eingliederst, stirbst du am Ende. Du bist einfach nicht der Gewinner. Sie ist ja den ganzen Film über die Verliererin. Sie ist die Einzige, die nicht weitermacht. Sie geht von der Uni runter. Sie lebt bei ihren Eltern. Sie kommt da nicht weiter und sie kommt auch nicht raus aus dieser Situation, weil sie eben an ihrer Rache festhält, weil sie daran festhält, dass da Unrecht getan wurde und man das irgendwie tilgen muss. Das heißt, der Film gibt da die wahrscheinlich sehr düstere Aussage, aber wahrscheinlich auch wahre Aussage. Das Einzige, was du in dieser Kultur machen kannst, ist, akzeptiere dich als Opfer, mach weiter, move on und ignoriere das Problem. Und ich finde, das ist eine extrem starke Aussage, die, finde ich, noch mal härter trifft, weil der Film eben nicht wirklich dieses Happy End hat, dieses jetzt ist alles gut, sondern sie eben stirbt und sie sozusagen noch als Racheengel aus dem Himmel dann noch ihren kleinen Sieg bekommt, dadurch, dass der Vergewaltiger verhaftet wird am Ende und sie das alles weiter reicht über einen Anwalt, den sie davor getroffen hat. Und deswegen finde ich dieses Ende auf jeden Fall
das härtere Ende, aber finde ich das angemessenere Ende, dass man so eine Geschichte, die sich mit dieser Rape-Culture und dem, was den verschiedenen Rollen, die sich darin befinden, erzählt, dass es da eben wirklich einfach kein Happy End geben kann, weil es das auch einfach so nicht gibt. So, dass es gibt nur diesen Move on, ignoriere das Problem, und wenn du dich dagegen aufstellst, endet es wie im Film, und deswegen finde ich das ein sehr gelungenes Ende auf jeden Fall. Ja, das Ende hätte ja sogar noch viel düsterer sein sollen. Sie wollte ja anfangs, dass es mit dem Tod von der Cassie endet. Sie wollte gar nicht, dass der zur Rechenschaft gezogen wird, aber... Ich habe mir das auch gedacht, ob es dieses Ende wirklich noch braucht, oder ob es das nicht auch noch abschwächt, dass jetzt die doch noch zur Rechnung gezogen werden. Es ist ja oft genug so, dass es halt einfach nicht so der Fall ist, dass die Vergewaltiger einfach davonkommen und nach all den Jahren all diese Argumentationen ja auch einfach greifen und man sagt, naja, was sollen wir jetzt machen? Der heiratet, nächste Woche sollen wir jetzt das ganze Leben ruinieren wegen so einem jugendlichen Streich oder was auch immer. Und das greift ja oft genug und die kommen absolut davon. Deswegen, ich bin oft Fan von härteren, thematisch direkteren, klareren Enden. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass man den Zuschauer nicht komplett niederschmettern will. Aber wäre vielleicht angemessen gewesen. Aber ich bin auch mit dem aktuellen Ende zufrieden. Vor allem finde ich es cool bei dem aktuellen Ende, weil das auch wieder Thema Soundtrack so geil musikalisch unterlegt ist. Mit dem Angel of the Morning von der Juice Newton, das dazu läuft, wenn die Polizei hinfährt, keiner weiß, alle sind auf einmal verwirrt, was da passiert, diese Nachrichten kommen aufs Handy. Ende ist geil inszeniert, aber ich bin auch bei dir, ich bin so Fan von harten Enden und ich wäre zufrieden gewesen, wenn das endet in dem Moment, als die zwei dann vor der brennenden Leiche stehen. Ja. Und wenn du Fan von harten Enden bist, kurzer Filmtipp, der fällt mir gerade ein, dann musst du dir mal Eden Lake ansehen, falls du den noch nicht gesehen hast. Habe ich noch nicht gesehen, ne? Mit Michael Fassbender, und das ist für mich fast eines der härtesten Enden, die ich jemals beim Film gehabt habe. Okay. Der nimmt dich auch von der ersten Sekunde, ist der Film gemein und ekelhaft, und am Ende sitzt du da und denkst dir, ja, Gott sei Dank, und dann kriegst du nochmal so einen Tritt in die Eier, dass du sagst, was soll das? Ich hab echt keine Lust mehr, dass ich mir jemals einen Film anschaue. Beste Filmbeschreibung ever, ja. Ja, ganz stark. Also Eden Lake mit Michael Fassbender, ganz, ganz großes Kino. Ich finde auch durch das Ende, gerade mit den Textnachrichten, kommt sie halt dann auch gar nicht so als das Opfer rüber. Also mit dem harten Ende, da würde ich dir vollkommen recht geben, Florentin, mit dem, dass sie die als Verliererin mehr oder weniger dann dasteht. Ich meine, sie ist in dem Sinne keine Verliererin, weil der Monroe wird wahrscheinlich das nicht so schnell vergessen. Aber durch die Textnachrichten, auch gerade mit der letzten SMS mit diesem Zwinker-Smiley, kommt es mir jetzt so vor, okay, sie hat das von Anfang an so geplant gehabt, sie hat genau das bekommen, was sie wollte, ihr war klar, dass die Polizei dann kommt, sie hat gewonnen. Gut. Kani, hast du mal wieder sonst noch irgendwelche 1000 Easter Eggs gefunden? Irgendwas, wo du sagst, nee, bevor wir zum Fazit kommen, musst du da unbedingt noch drüber reden? Naja, wir haben ja keinen Marvel-Film diesmal angeschaut, also der war nicht so vollgestopft mit Easter Eggs. Gerade kurze Anekdote für Leute, die Emerald Fennell nicht kennen und die mal sehen wollen, ohne dass sie googeln. Wenn sich die Cassie das Tutorial zu Blowjob Lips anschaut, die Dame in dem Video ist die Emerald Fennell selber, die Regisseurin des Films. Habt ihr die Serie von ihr gesehen? Ich habe die jetzt auf Amazon gefunden. Diese Serie, die sie davor gemacht hat. Killing Eve? Ja, genau. Noch nicht, na. Ich will die jetzt auch anschauen, weil also ich war sehr beeindruckt von dem Film und will mir die Serie jetzt auch schon angucken. Nicht ganz so leicht zu finden, aber es geht auf jeden Fall. Killing Eve, schreiben wir uns auf. Also dann würde ich sagen, dann schreiben wir uns zusammen, wenn wir alle drei fertig sind, und treffen wir uns wieder hier online, oder? Ich meine, da ist sogar mit Phoebe Waller-Bridge von Fleabag, ist da auch der Creator, also das bin ich auch ein Riesenfan von Fleabag, von daher vielversprechende Serie, bin ich mal gespannt. Die glaube ich, der Killing Eve, der klingelt was, die wird allgemein ziemlich hochgelobt, glaube ich. Da klingelt was, die hau ich aber es gibt schon 4 Seasons, ne? Also da gibt's eine Menge wegzubingen, freue ich mich. Ja, wir sind eh meistens zu Hause, da hat man Zeit. Momentan ist das zeitliche Problem nicht gegeben wie sonst, zumindest bei mir. Wo wir wieder beim Streaming-Kartell wären. Schon wieder. Die sind überall die Schweine. Ja, das müssen wir mal vergleichen, wann Disney Plus an den Start gegangen ist und wann Corona aufgekommen ist. Das war ein Monat davor. Nein, danach, weil in China war es schon, und Disney Plus ist dann, glaube ich, Februar oder so gekommen. Und im Januar, glaube ich, war die erste Corona-Meldung, oder? Damals in China. Januar 20. China. Ah, China, oder? China. Damals in China, in so einem Chemielabor.
Da glaube ich, war die erste und dann kommt 2 Monate später Disney Plus, das schreit nach Verschwörung. Hoffentlich hört nicht wieder irgendjemand von Disney zu. Na, nicht schon wieder. Florentin, was meinst du zum Kartell? Weil du bist doch auch so, Alter, du stellst doch immer so tolle Theorien auf. Ich sag nur, Häuser können nicht brennen. Ja, schwierig, kann schon sein. Die Frage ist, ob sie wirklich da so wahnsinnig viel davon gewonnen haben. Ich habe eher das Gefühl, Twitch ist der große Gewinner der Pandemie, wo jetzt auch ganz viele anfangen zu streamen, auch täglich, und viele große Kanäle sich starten. Ich glaube, Twitch und Schach sind die eigentlichen Gewinner dieser Pandemie. Also damit hatte niemand gerechnet. Vielleicht ist auch die Schachlobby, die da ihre Finger mit im Spiel hat. Ich weiß es nicht. Die verdammte Schachlobby. Und die Podcast-Lobby, die dürfen wir auch nicht vergessen. Natürlich. Ja, stimmt. In den letzten Monaten wachsen diese Podcasts Wahnsinn. Ja. Also ihr habt, liebe Hörer, ihr habt, dank Corona habt ihr uns. Das wäre nie passiert ohne Corona. Das stimmt leider, ja. Auch noch coole Anekdote zum Film. Die Entstehungsgeschichte habe ich gelesen von der Emerald Fennell. Die erste Idee, die sie dazu hatte, ist die Anfangsszene von einer Frau, die im Bett liegt, betrunken ist und jemand ihr die Hose auszieht. Das war die erste Idee, die sie ja dann letztendlich auch komplett als Start in den Film geschafft hat. Und auf dieser Szene hat sie dann den ganzen Film aufgebaut. Ah, cool. Nicht schlecht. Ich bin echt gespannt auf weitere Filme von der, weil ich glaube, da hätte man, weil der hat ja auch, finde ich, ein bisschen so einen Indie-Touch, der Film. Also er ist ja kein riesen Blockbuster. Wenn sie sich in dem Milieu weiter bewegt und auch erzählerisch bleibt, da glaube ich, können noch ganz, ganz richtig geile Granaten auf uns zukommen. Ja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir zumindest mal zum Filmfazit. Florentin, du hast es noch nicht geschafft, dass du eine Folge von uns ganz anhörst, oder? Nein. Okay. Schande über dein Haupt. Zu jedem Ende von der Folge muss praktisch jeder, der dabei ist, einmal was Negatives und was Positives über den Film sagen. Auch wenn der Film einem nur gefallen hat und es gibt nichts Negatives, man muss was Negatives sagen. Ich mache einfach mal den Anfang. Kani, ich verfluch dich schon wieder. Du hast 1000-mal den Soundtrack genannt. Das ist bei mir das Positive. Also ich habe es aber vorhin auch schon mal erwähnt, gerade in dieser Nüchterungsszene. Beim allerersten Mal diese ganz dumpfen Klänge dann, die dazu kommen. Boah, Gänsehaut. Also ich find's einfach krass, wie sie das inszeniert hat und auch zum Ende diese Geigenversion von Toxic echt cool. So, negativ, da habe ich ziemlich überlegen müssen und deswegen fange ich auch an, damit das jetzt schon mal weg ist, damit es der Kani mir nicht wegschnappt. Mano. Am Ende kommt ja diese Schedule Messages, also diese SMS, die anscheinend mit einem bestimmten Zeitpunkt im Nachgang verschickt worden sind. Also sie hat ja programmiert, okay, zu diesem Zeitpunkt werden folgende Nachrichten verschickt. Wieso sieht man dann das Tippen? Die Kamera hält ja drauf und man sieht die ganze Zeit irgendwas tippt da. Oder habe ich es einfach missverstanden? Hat das irgendjemand anderes dann geschrieben? Aber eigentlich, das muss ja sie gewesen sein und diese Nachrichten waren ja einfach da. Das heißt, die müssten eigentlich nach und nach einfach aufploppen. Das war der Ladevorgang. Das war der Ladevorgang. Das ist der Ladevorgang für 2 Zeichen. Ja, freilich. Das ist der einzige Schwachpunkt in dem Film. So, ich bin gespannt, was ihr findet. Ich überlasse dir einen Vortritt, Florentin. Gut, also mein Fazit ist absolut grandioser Film, uneingeschränkte Anschauempfehlung, muss jeder dieses Jahr gesehen haben, absolut grandios, ein sehr, sehr wichtiges Thema, das von einer wichtigen und interessanten Perspektive beleuchtet wird und ein Film, der, wie ich finde, wirklich alles richtig macht, einen Pakt in viele verschiedene Erwartungshaltungen und Situationen und Gefühle wirft und ich mag Filme, die nicht so ganz einem einzelnen Genre zuzufügen sind und dieser Film ist einerseits so chaotisch und durchmischt aus Rom-Com, Revenge-Flick, Coming-of-Age-Film, dass es einerseits absolutes Chaos ist oder ist es eine meisterhaft durchkomponierte Symphonie und ich glaube, es ist eher zweiteres, also das ist wirklich sehr präzise gearbeitet, ob wir die klischeehafte Romantic-Comedy-Teil haben oder dann der wirkliche Thriller-Teil oder auch der Romance-Teil, also alles ist perfekt komponiert und am Ende ist es ein großes, schwer zu durchdringendes Werk, an dem man noch lange zu knabbern hat, habe ich auf jeden Fall. Negatives fällt mir auch schwer. Ich würde ansonsten vielleicht sagen, was wir schon angesprochen haben, das Ende ist nicht so konsequent, wie es vielleicht hätte sein können. Das wäre vielleicht so mein Punkt, den ich negativ fand. Okay, und bei mir, also was ich dem Film
ganz groß anrechnen, ist, dass er ist wie so ein filmisches Buffet, vor dem er steht und weiß nicht so recht, was man will. Genauso weiß man bei dem Film nicht, was der Film eigentlich will, und das ewig lange. Und genauso wie es beim Buffet ist, bedient man sich dann überall, und genauso bedient sich der Film auch überall und macht es halt am Ende zu einem richtig geilen Teller, zu einer richtig geilen Portion. Das finde ich an dem Film richtig geil. Und dann geht's über in so was Zweischneidiges, weil mir gefällt das Ende ziemlich gut, weil man meint, jetzt ist er vorbei, der Film, und denkt sich, das kann doch jetzt echt nicht das Ende sein, dass der nicht zur Rechenschaft gezogen wird, und dann ploppt die SMS auf, du dachtest doch wohl nicht, dass es zu Ende ist. Also es ist so, als würde der Film nochmal die 4. Wand durchbrechen und dann mit dem Zuschauer auch reden und nicht gerade mit dem Ryan in dem Moment. Das fand ich ziemlich cool, also ich nenne es jetzt einfach mal 4. Wand durchbrechen, aber dann im Gegenzug muss ich auch sagen, hätte mir das härtere Ende besser gefallen, dass es dann wirklich vorbei ist und keine SMS mehr aufploppen würde. Wenn ich ihm was ankreiden muss, dann kreide ich ihm das auch an, obwohl es eigentlich dann wieder Nörgeln auf hohem Niveau ist. Okay, sehr gut. Wie immer. Wie immer. Du bist einfach der Beste, ja. Ja, danke. Es wird zu selten gesagt. Okay, gut, perfekt. Dann haben wir einen sehr guten Film besprochen, der höchstwahrscheinlich auch bald bei den Oscars einiges abräumen wird. Wir sind gespannt und ich hoffe, ihr werdet ihn dann auch bald im Kino begrüßen dürfen. Florentin, hast du noch kurz Zeit für eine ganz wichtige Frage? Ja. Und zwar, beziehungsweise was ist dein Lieblingsformat bei Rocket Beans? Ich mag Endgegner. Endgegner schaue ich mir tatsächlich ganz gerne an, wo immer ein Experte in der Quizshow gegen 2 Herausforderer spielt zu verschiedenen Themen. Es gibt da schon ganz verschiedene Dimensionen, Herr der Ringe, Harry Potter natürlich, die Klassiker und so. Das schaue ich immer ganz gerne an. Okay. Wird es irgendwann mal einen Endgegner geben über verflixte Klicks? Das glaube ich nicht, weil da gibt es eigentlich nur 2 Leute, die sich damit auskennen. Ansonsten schaut uns in der Regel niemand zu. Von daher kriegen wir da leider nicht die 3 Leute voll. Das ist das Problem. Das stimmt nicht. Ich gucke euch zu, und zwar immer mittags. Also ich muss mir immer die Folgen dann im Nachgang auf YouTube angucken. Neulich bin ich über eine Folge gestolpert, da gucken du und der Lars ein Video über eine bayerische Berufsschule mit Schreinern, und ihr guckt euch das auf 5 Minuten oder so an. Und das fand ich wahnsinnig witzig, weil ihr über einen Satz die ganze Zeit dann gerätselt habt, was es heißt. Und ich glaube, da sagt irgendein Mädel, Hauptsache die Einrichtung passt dann. Genau, das haben wir dann auch in den Kommentaren gelesen. Da haben uns dann glücklicherweise die Experten unter die Arme gegriffen. Aber das ist dann so tiefes Bayerisch für dich, oder wie? Ja, das war so undeutlich gesprochen. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber ja. Wie hoch stehen die Chancen, dass du bald mehr Kronen hast? 100%. Ich meine, wenn der aktuelle Trend sich so fortsetzt, wovon ich ausgehe, sollte das im Frühjahr 2028 eigentlich stattfinden. Ich freue mich drauf. Und wahrscheinlich kurz bevor es soweit ist, habt ihr irgendeinen Deal gemacht, dass es zurückgesetzt wird. Ja, das kann sein, ja. Und dann vielleicht noch Podcast UFO. Mich würde es einfach interessieren. Wir haben ja unseren Podcast angefangen aus Langeweile und vor allem wegen Corona, weil wir gesagt haben, gut, wir haben jetzt alle wahnsinnig viel Zeit, wir gucken wahnsinnig viele Filme. Eigentlich macht es Sinn, wenn wir da auch drüber reden und das aufnehmen. Gut, das Einzige, was uns momentan noch auffällt, davon die Welt zu erobern, ist der bayerische Dialekt. Aber das schaffen wir schon noch. Was war damals bei dir und Stefan Tietze der Hintergrund, den Podcast UFO zu starten und nach wie vor zu fliegen, sage ich jetzt mal? Wir haben uns ja damals kennengelernt beim Neo Magazin, damals bevor es noch Royal hieß, ganz am Anfang. Da war er Autor und ich war da auch ab und zu dabei, und wir fanden das natürlich immer super cool, da zu arbeiten, hatten aber auch dann haben uns gut verstanden und hatten Lust, auch ein eigenes Projekt zu starten irgendwie, wo wir so ein bisschen unsere eigenen Ideen mehr einbringen können, als jetzt in so einer Sendung, wo er dann natürlich dann nicht jede Idee irgendwo Platz hat. Und da ich davor schon einen Podcast gemacht habe, lag es nahe, dann zu sagen, wir machen jetzt einen Podcast zusammen, haben das relativ unbedarft gestartet und haben eigentlich einfach nie damit aufgehört, weil es uns immer Spaß macht und wir eigentlich dann auch da immer die weiter die Lust dran gefunden haben, weiterzumachen. Und bis jetzt hat es einfach noch nicht aufgehört. Wie macht ihr das jetzt während Corona? Trefft ihr euch da direkt oder nehmt ihr auch über irgendein Medium auf? Nee, wir treffen uns direkt in Köln, immer jede Woche. Mhm, cool. Habt ihr eigentlich, welche Folge war das, die du mir geschickt hast? Die aktuelle, die aktuellste, 56 oder so? Habt ihr da über den aktuellen Justice League geschimpft oder über die alte Version? Da ich den Snyder Cut nicht gesehen habe, kann es nur die ursprüngliche Version gewesen sein. Ach, Gott. Mir hat kurz Herz ausgesetzt, aber ich konnte nicht ganz ermitteln, ob es die neue oder die alte ist.
Also das war auch eine anstrengende Aufnahme mit dir zusammen über den Snyder Cut zu reden, weil ich glaube, wenn es nach dir gegangen wäre, du hättest noch 2 Stunden weitergesprochen. Ja, der Film hat ja genug Material. Ja, wir hätten einfach einen Audiokommentar über den Film drüber legen können. Wir schicken mal einfach mal unsere Folge ein. Gut, dann Florentin, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke für die Einladung. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Ja, auf jeden Fall, immer gerne. Und ja, wir können ja vielleicht, wenn es mal wieder dazu kommen sollte, über einen anderen Film sprechen, der vielleicht nicht ein ganz so düsteres Motto hat. Aber es ist auf jeden Fall wirklich der beste Film für dieses Jahr und wahrscheinlich auch für die Oscars vom letzten Jahr. Respekt für diese Auswahl und wirklich toll. Wir haben uns gefreut. Ja, ich mich auch. Ich hoffe, dass viele Hörer den Film noch anschauen werden. Und dann danke für die Einladung. Macht's gut. Von meiner Seite auch danke. Schön, dass du dabei warst. Genau. Kani, was dürfen die Leute mal wieder machen? Wie immer, liken, teilen, kommentieren und uns huldigen. Und auch den Florentin, natürlich auch den Gast huldigen. Hört euch das Podcast UFO an und lacht dabei. Ich habe sehr drüber gelacht, über die fiktive Top 10 der zufallsgenerierten Bücher und zufallsgenerierten Autoren. Ich würde mir das wirklich als Format wünschen, dass ihr das regelmäßig macht. Ich würde dann auch gern so ein Buch dann tatsächlich irgendwann mal lesen. Vielleicht habt ihr ja dann wirklich im Fluss eine so tolle Idee, dass ihr dann einfach spontan ein Buch drüber schreibt. Mal schau, haltet die Augen offen im Buchhandel eurer Wahl. Vielleicht kommt da demnächst was. Gut. Ja, dann bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt.